Ich bin Silvio, das hier ist Bakaresch. Lass deine Waffen stecken, solange du in der Stadt bist. Und lass deine Finger bei dir. Dann werden wir gut miteinander auskommen. Verstehe. Dann halte dich daran. Benito schickt mich. Was hat er zu berichten? Die Oase vor der Stadt wurde von Nomaden überfallen. Verdammt! Das sind schlechte Nachrichten. Das wird Tiscar gar nicht gefallen. Im Süden werden wir mal besser vorsichtig sein. Hier, das ist für dich. Und mach weiter so. 100 Gold. Ein bisschen wenig für meinen Geschmack. Hast du Arbeit für mich? Du willst dich nützlich machen. Akrabor bewacht den Nordzugang der Stadt. Er hat mir schon länger keinen Bericht mehr erstattet. Geh und sieh nach, was da los ist. Bericht aus Norden. Was kannst du mir über die Stadt erzählen? Wir sind hier eine hübsche, ruhige Tempelstadt und so soll es auch bleiben. Wenn du in den Tempel willst, sprich mit Amul. Und wenn du noch eine Runde quatschen willst, geh zu Ashnu. Er redet viel und gerne. Ansonsten zeige ich dir, wie du mit Räubern fertig werden kannst. Ja gut. Das weiß ich schon. Einfach drauf reinhauen. Hilft immer. In den Norden. Ja, pass auf. Ich bin von da gekommen. Glaube ich zumindest. Geh mit Omi. Aldo. Ist das der Sklaventreiber oder wie? Ich bin Aldo. Bei mir bekommst du, was immer du brauchst. Und wenn Belia meinen Sklaven nicht völlige Dummheit beschert hätte, könnte ich dir auch Artefakte anbieten. Brauchst du Hilfe? Du meinst wegen meiner unfähigen Sklaven? Du könntest die alle verprügeln, aber das bringt nichts. Das habe ich schon getan. Ich dachte eher an die Artefakte, die du suchst. Ah, aber natürlich. Du musst wissen, ich suche nämlich 3 ganz besondere Artefakte. Ich habe alte Inschriften gelesen. Es sind Schatullen. Sie gehörten einem Priester des alten Volkes. Er war bestimmt ein angesehener Mann. Und wenn ich diese Schatullen besitze, werde auch ich ein angesehener Mann sein. Ich sehe mich mal um. Auch du wirst im Ansehen von Bakaresch steigen, wenn du sie mir bringst. Schon gut, ich denke, ich hab's kapiert. Zeig mir deine Ware. Ja, was hat denn der? Heiltränke. Nimm ihn mit. Und Fläschchen. Sag das. Zumindest ein bisschen was. Und jetzt habe ich schon wieder eine Aufgabe. Ja, scheiße. Die werden immer mehrer statt weniger. 3 Schatullen, sag das. Da liegt schon die erste. 3 Stück brauche ich. Ein Korb. Ja, was ist denn da drin, Kumpel? Heilung, nimm mich mit. Das brauchen die Sklaven nicht. Nur ein Korb. Ein goldener Ring. Ja gut. Er bringt zumindest Gold ein. Ein wilder Löwe. Mit dem legen wir nicht an. 3 Schatullen, sagt er. Die erste war noch relativ leicht zu finden, gell? Direkt vor der Nase klingen, aber die anderen 2. Oh, ein Käfig. Drei Schatullen. Ja gut. Ich befürchte, er möchte alle 3 vor mir haben. Ja, wo sind die? Ich hoffe doch nicht irgendwo um auf der Mauer. Schaut denn aus? Nicht, oder? Hier, pass auf. Die erste, wo da vorne hat. Ja, da ist nichts.
Silvio. Jetzt bin ich bei dem wieder. Wobei ich sagen muss, so groß ist die Ausgrabungsstätte nicht. Das heißt, die können nicht allzu weit sein. Normalerweise. Aber ich find's nicht. Oh Gott, ich finde diese Schatulle nicht. Warum müssen das 3 sein? Wobei, geht da noch weiter. Ach, da schon her. Da geht's ja noch weiter. Ja, was ist denn das da? Ein einsamer Schakal. Weg mit dir. Und ich hab da oben die zweite Schatulle gesehen. Weg das. 2 Stück. Jetzt fällt mir gerade noch eine. Schaut denn da aus? Ein Köpfchen. Und in den Korb ist ein Joint. Jawohl. Den pfeifen wir bei Gelegenheit eine. Nur Schakal. Nur Scheiße. Kann ich dieses Vieh umgehen, ha? Da oben ist eine Höhle. Oh. 5 Stück. Könnte unangenehm werden. Wenn alle kommen. Ich schleiche mal da vorbei. Leg das. Wo ist die Schatulle? Ein Silberpokal. Her damit. Da das gleiche, sagt das. Und 6 Goldmünzen. Da waren die Löwen. Die Schatulle da, ha? Wahrscheinlich ist die Schatulle genau in der Mitte, ha? Wundern tut's mich nicht. Alter, wenn wir die erwischen. Dann bin ich Hackfleisch. Ja gut, ich befürchte, das ist keine Schatulle, oder? In der Mitte irgendwo. Was haben wir denn da? Ist sie? Nix, oder? Ja, scheiße, schön. Überall diese Viecher. Aber keine Schatulle. Oh Gott, es bricht die Nacht einer. Der ist auch noch. Ja, der will es finden. So muss ich im Dunkeln suchen. Ja, sag mal, wo ist denn diese Schatulle? Eine brauche ich noch.
Ich find's nicht. Da bin ich blöd. Wo ist das Ding? Da ist er nicht. Da unten war nichts, oder? Oh. So hoch springe ich nicht. Die dritte Schatulle. Da ist ja nichts. Ja, sag mal, kann sich der seine Schatulle nicht selber suchen? Wollt ihr immer der Held machen? Da unten drin hat, ha? Annik. Ja, wie komme ich denn da wieder raus? Oh Gott. Jetzt hat. Hätte ich schon mal nicht können raus. Da unten war ich schon. Ja gut. Diese blöde Schatulle kann ich später auch noch sagen. Wenn ich nicht vergiss. Da war ja nichts. Ich wollte eigentlich in den Norden schauen. Da war ja nichts mehr, oder? Ah, nix. Ja, haben wir noch mehr Ruinen, ha? Nicht, dass die da irgendwo rumliegt. Man weiß ja nie. Eine Truhe. Wer ist das? Jafar. Ja, warte mal. Ich werde mich mal mit diesem Jafar unterhalten. Willkommen in Bakaresch. Ich bin Jafar, Händler der Waffen. Wirf ruhig einen Blick auf meine Klingen. Es ist beste Ware aus Ben Salah. Zeig mir deine Ware. Ah, ich merk's. Lauter Krempel hat er. Aber die Pfeile brauche ich. Carlos. Und? Ashnu. Ach so. Das ist der Typ, der gern plaudert. Ja, warte mal. Schnell mal plaudern. Willkommen, Pilger. Ich bin Carlos, Händler der Sklaven. Wie laufen die Geschäfte? Na, bisher lief es ganz gut. Ich kann mich nicht beklagen. Allerdings könnte ich trotzdem etwas Hilfe gebrauchen. Was kann ich für dich tun? Ich habe da noch ein paar Sklaven, die ich nicht loswerde. Hör zu, Aldo ist ganz verrückt nach alten Artefakten. Er hat bereits einige Sklaven von mir gekauft, die er buddeln lässt. Und? Das Problem ist, in den Ruinen gibt es Gefahren. Gefahren, die Sklaven auffressen. Solange die Ruinen nicht sicher sind, wird Aldo auch keine weiteren Sklaven kaufen. Verstehe. Ich werde mir mal die Ruinen ansehen. Mach das, mach das. Wenn Aldo meine Sklaven kauft, kriegst du deinen Teil ab. Ja Gott, das heißt, ich muss alle Viecher weghauen. Scheiße. Ashnu, bleib mal da. Willkommen in Bakaresch, Pilger. Ich bin Ashnu. Wenn du Informationen brauchst, meine sind Gold wert. Was kannst du mir über den Tempel sagen? Der Tempel ist das Heiligtum Beliars. Wir spenden den Schwarzmagiern Gold, auf dass sie seinen allmächtigen Zorn besänftigen. Wenn du beten willst,
wirst du mit der Statue hier unten Vorlieb nehmen. Der Tempel bleibt allen Fremden verschlossen. Und nur Amul alleine entscheidet, wer den Tempel betreten darf. O Pilger. Was kann ich tun, damit mich Amul in den Tempel lässt? Du kannst natürlich für Silvio arbeiten. Vorausgesetzt, du bist ein gesetzestreuer, starker Sohn des Kampfes. Dann kannst du auch in der Arena kämpfen. Und? Gibt es noch mehr Möglichkeiten? Nun, wir Händler aus der Stadt müssen den Schwarzmagiern unseren Tribut zukommen lassen. Wenn du Amul unser Gold übergibst, wird er sehen, dass du unser Vertrauen genießt. Ja, wollen wir was spenden, ha? 400. Ja, gut. Lasst mich Amul euren Tribut bringen. Natürlich werde ich deinen Wunsch unterstützen, Sohn der Großzügigkeit. Also dann, was ist zu tun? Du musst Jafar, Carlos und Aldo überzeugen. Wenn sie ihr Einverständnis geben, komm wieder zu mir. Dann überreiche ich dir den Tribut. Ja gut, ich sag schon. Es wird eine lange Geschichte.